10 kleine Sprachen und Dialekte von der Schweiz. Hallo miteinander! Im heutigen Podcast geht es mal nicht um eine Geschichte oder eine Erzählung aus der Vergangenheit oder Sagenwelt, sondern ganz getreu im Swiss German Storytime-Thema um die Sprachen und Dialekte von der Schweiz. Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land und dass es auch im Schweizerdeutschen ganz viele verschiedene Dialekte gibt, ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Man kennt so die grössten und bekanntesten Dialekte, wie zum Beispiel das Berndeutsch, das Zürichdeutsch oder die gängigsten Ost- und Innerschweizer Dialekte. Und auch der Bündner, der Basler oder der Walliser Dialekt haben wir sicher schon mal irgendwo gehört. Es gibt aber darunter noch einige kleine Sprachen und Dialekte, die nicht so bekannt sind. Einige davon sind sogar unter Druck oder andere bereits ausgestorben. Hier habt ihr einen kleinen Überblick über 10 von diesen bedrohten Sprachen und Dialekten. Tessiner Dialekt. Tessiner und italienisch-Bündner Mundarten gehören zum Lombardischen, einer norditalienischen Dialektgruppe. Dialekt unterscheidet sich von Tal zu Tal. Seit Jahrzehnten sind vor allem Tessiner Dialekt stark im Rückgang. Während in den 1970er Jahren die Mehrheit der Tessiner die Dialekt geredet hat, sind es 2012 nur noch rund 30% gewesen. Auch im italienischsprachigen Graubünden, in Misox, Calanca, Bergell und im Puschlav zeigen sich ähnliche Tendenzen, wenn auch ein bisschen schwächer. Churinerdeutsch. Im 13. Jahrhundert sind deutschsprachige Siedler aus dem Wallis ins abgelegene Valle di Bosco-Gurin gewandert. Die Bewohner vom einzigen deutschsprachigen Dorf vom italienischsprachigen Kanton Tessin haben wegen der isolierten Lage unzählige Wörter und Formen aus dem Alt- und Mittelhochdeutschen bewahrt und eigene Charakteristika entwickelt. Aber das Walserdeutsch wird nur noch von ganz wenigen Personen geredet. Der Walser-Dialekt von Mutten. Siedler aus dem Wallis haben ihre Sprache auch in den Kanton Graubünden gebracht. Dabei sticht das Walserdeutsch von Mutten besonders hervor, weil es sich sprachwissenschaftlich keiner Hauptgruppe der Walser-Dialekt zuordnen lässt. 1934 hat ein Dialektolog in seiner Habilitation über die Mundart von Mutten geschrieben, hat aber auch keine abschließende Erkenntnis liefern. Die archaische Mundart ist mittlerweile fast verschwunden. Rätoromanisch. Rätoromanisch ist aus einer Vermischung vom Volkslatein mit keltischen und rätischen Sprachen im Gebiet vom heutigen Kanton Graubünden entstanden. Rätoromanisch gilt laut Atlas der gefährdeten Sprachen der UNESCO als geförderte Sprache. Während in der ersten Hälfte vom 19. Jahrhundert noch die Mehrheit der Bündner Bevölkerung Rätoromanisch geredet hat, sind es heute noch etwa ein Fünftel. In der ganzen Schweiz redet noch etwa 0,5% der Schweizer Bevölkerung eines der 5 rätoromanischen Idiome. Idiom bedeutet eine für eine Gruppe von Dialekten standardisierte Schriftsprache. Die am meisten geförderte Dialektgruppe ist Sud-Silvan. Es wird nur noch an einer einzigen Primarschule unterrichtet. Franko-Provenzalisch. Bis ins 19. Jahrhundert haben die Bewohner der französischsprachigen Schweiz, ausser im Kanton Jura, franko-provenzalische Dialekte geredet. Es handelt sich dabei nicht etwa um einen französischen Dialekt, sondern um eine romanische Sprache, die ähnlich eigenständig ist wie das Rätoromanisch. Das Hochfranzösisch hat das Franko-Provenzalisch verdrängt. Heute wird es nur noch im Kanton Freiburg und im Unterwallis geredet, und zwar von älteren Menschen. Mit einer Ausnahme. Der franko-provenzalische Dialekt Patois de Volène hat sich im Walliser Val d'Airain erstaunlich gut halten und wird sogar an der Primarschule unterrichtet. Franc-Comtois-Sprache. Franc-Comtois ist ein Dialekt der Langue d'Oil, einer Gruppe von romanischen Sprachen. Er ist in Teilen von Frankreich und im Schweizer Kanton Jura geredet worden. Am Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Sprache fast verschwunden. Sowohl in Frankreich wie auch in der Schweiz werden Bemühungen unternommen, den Dialekt zu bewahren.
Dennoch schwätzen wohl kaum mehr als 3800 Personen in Frankreich und der Schweiz Franc-Comté. Romanes. Romanes ist die Sprache der Sinti und Roma, die ursprünglich aus Indien eingewanderten Fahrenden. Romanes gehört wie Urdu und Hindi zu der indo-arischen Sprachfamilie. Heute leben schätzungsweise 50.000 bis 80.000 Roma in der Schweiz. Sie kämpfen um die Anerkennung vom Romanes als Minderheitssprache. Jenisch. Ein paar Schweizer Fahrende schwätzen nebst Schweizerdeutsch auch Jenisch. Diese Sondersprache wird mündlich tradiert. Sie ist eine Varietät der deutschen Sprache, wobei sie in der Schweiz, Österreich und Deutschland, den Benelux-Staaten und Frankreich unterschiedliche jenische Dialekte gibt. Der Wortschatz vom Jenischen ist sprachhistorisch eng mit dem Rotwelsch verwandt, einer im Mittelalter im deutschen Sprachraum benutzten Keimsprache von Bettler. Weil die Schweiz den jenischen Leuten zwischen 1926 und 1973 systematisch die Kinder weggenommen hat, ist das Jenisch stark in Bedrängnis geraten. Einige Jenische müssen die Sprache heute neu lernen. Wie viele Schweizer noch Jenisch reden, wird nicht erhoben. Jiddisch. Das von den europäischen Juden entwickelte Jiddisch ist keine einheitliche Sprache, sondern besteht aus vielen Dialekten und einer künstlichen Hochsprache, Ivo. Im aargauischen Surbtal, wo Schweizer Juden bis Mitte vom 19. Jahrhundert müssen leben, hat sich eine Schweizer Variante, das Surbtaler oder Endinger Jiddisch, entwickelt. Doch die ist Ende 20. Jahrhundert ausgestorben. Nur einzelne Wörter sind ins Schweizerdeutsch übernommen worden, wie zum Beispiel Stuss für Unsinn. Einige Nachkommen von der am Anfang vom 20. Jahrhundert aus Osteuropa eingewanderten Juden reden noch ostjiddische Dialekte, vor allem in orthodoxen Familien. Mathe-Englisch. Das Mathe-Englisch ist eine ausgestorbene Sonder- und Keimsprache, wo im Mathe-Quartier zu Bern von der Stadtberner Unterschicht geschwätzt worden ist. Der Soziolekt. Ein Soziolekt ist ein von einer bestimmten sozialen Gruppe geredeter Dialekt, hat sich auf Grundlage vom Matheberndeutsch entwickelt, wobei die Worte nach komplizierten Regeln umgebaut worden sind. Die ersten Buchstaben von einem Wort sind bis und mit dem ersten Vokal abgetrennt und können als Wort gehängt worden. An Wortanfang ist immer der Buchstabe I gekommen und am Schluss vom Wort ist der Vokal zu einem E umgebaut worden. Die Sprache hat auch Wörter aus dem Französischen, Rotwelschen, Hebräischen und Jenischen enthalten. Viele mathe-englische Ausdrücke sind ins Berndeutsch übernommen worden. So, und da wär's gesehen mit den 10 kleinen und eher unbekannten oder eben schon ausgestorbenen Sprachen und Dialekten der Schweiz. Falls ihr hören wollt, wie Dialekt und Sprache tönen, findet ihr in der Beschreibung vom Podcast alle Links. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.